Merci, Herr Präsident. Wenn wir heute über den sozialen Mindestlohn schwätzen, dann schwätzen wir über den Lohn, für den heute zu Lützeburg knapp 50.000 Leute alldach schaffen gehen. An der plakischer Zwöl verstoppen sich aber ganz tags körperlich und auch psychisch ganz penibel Erbechtsrealitäten. Und es handelt sich bei denen Salarie ganz tags im Leid, die schwer schaffen müssen für ihren Lohn und dabei eben an der Gehälterskala ganz innen angesiedelt sind. Es sind auch zum Teil visibel Erbechtsrealitäten, weil Leute, die für den Mindestlohn schaffen, lesen an der Regel Services, die allermeisten dabei von uns alldach an Anspruch holen. Vielleicht oft ohne sich Staat so bewusst zu sein, dass die Leute, die Erbeste machen, den Mindestlohn kriegen. Auch die Chamber hält Erbest für Leute, die für den Mindestlohn schaffen an Anspruch. Sie wird durch Salarien, die alldach Gebäi proper machen an Büroe botzen oder die, wie lo grad am Gang sind, Fensteren an de Fraktionen zu botzen. Es sind auch Privatfirmen, die Leute, die bei Privatfirmen schaffen, die an Deelweis ganz komische Bedingungen durch das Land ganz Pack liefern. An zu den Mindestlohnempfänger gehören noch ganz tags Privatsicherheitsbeamten, die nur oppassen, auch lo grad, dat Christmäd als alle Gue so wichtig, Krüppchen net geklaut geht. An all die Leute hun die letzten Jahre für Vollzeitmindestlohn von 1922 € geschafft, was netto net viel mehr wie 1700 € sind. Also sie werden mit der Anpassung, über die wir diskutieren, in Zukunft 1940 € brutto den Monat verdienen. Das sind 26,9 € den Monat an 1,4% mehr enger Erhöhung, die aufgrund vom geklommenen Durchschnittslohn errechnet gouf, das kein großer Sprung, das richtig. Und es geht an unseren Ehren auch nicht weit genug. Wir sind aber nicht jenzig die Mengen, dass es nicht weit genug geht. Dazu noch Gewerkschaften, schon wie lang, dass der Mindestlohn zu Lützeburg zu niedrig ist. Auch die Caritas seht das. Und auch die Salariatskammer hat dann hier immer wie zu diesem Projekt nach ein Kehr darüber hingewiesen. Das ist aber noch eine ganz bescheidene Verbesserung, und dementsprechend stimmen mir das Gesetz natürlich auch mit. Die Philosophie, die hinter dem Gesetz steht, Logik, die hinten drin ist, besieht eigentlich, dass den niedrigste Niveau von Lohn angepasst wird und die allgemeine Entwicklung. Das ist also ein relativen Wert und eine relative Anpassung vom Mindestlohn. Das ist auch eine Anpassung, die notrechtlich stattfindet. Also die Lohnentwicklung, als die 2 Jahre, fast 2 Jahre für drunten, hat sich entwickelt, wird festgestellt, und der Mindestlohn wird dementsprechend angepasst. Für euch stellen sich aber auch an dem heutigen Kontext eine richtig fundamental Fragen an Bezug auf den Mindestlohn und überhaupt die Entlohnung von der Arbeit, die mit dieser Anpassung vom Mindestlohn nicht komplett beantwortet können gehen. Mit dem wir aber echt diskutieren müssten, aber wo wir hoffen, dass wir dann in Zukunft hier in der Chamber auch nach mehr werden. Fragen wie evaluieren die Löhne par rapport zu den Benefizen an den Kapitalrevenuen? Welchen Impact haben die grossen Lohnunterschiede an den tiefen Montant vom Mindestlohn auf Inegalitäten an unserer Gesellschaft? Aber wie hoch muss ein Lohn überhaupt sein, für heute zu Lützeburg anständig oder dezent leben zu können? Am Rapport über das Gesetz geht der wirtschaftliche Kader von der Mindestlohnerhöhung kurz im Rass. 2014 und 2015 ist die Lützeburgische Ökonomie 4,1 respektive 4,8% gewachsen. An derselben Zeit ist dann den Durchschnittslohn, den hier als Grundlage für die Argumentation vom Mindestlohn geholt wird, 1,4% geklommen. Ein wirtschaftlicher Wachstum von 9% an einen durchschnittlichen Zuwachs vom Lohn 1,4%. Den übergroßen Teil an den letzten 2 Jahren von dem erschaffenen Wohlstand ist also nicht an die Löhne gegangen. Die Leute, die von ihrem Lohn leben müssen, kriegen also just ein kleines Stück von dem Kuchen mit. Und das ist auch das ungerecht Primärabteilung vom Reichtum zwischen Arbeit und Kapital, die an unseren den Humus als für die Ungleichheit an unserer
Gesellschaft. An du vermenge mehr auch nicht, dat Lesung an echter Linie daran besteht, eng Steuerentlastung, eng weiter Steuerentlastung zu machen, ob 120% vom Mindestlohn, wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe, von der CSV proposiert ginas. Mir se besteht an enger Lohnerhechung von dem ënnigsten Niveau, weil das auch just die Lohnerhechung, die es möglich macht, dass Sozialkotisationen können erhöhen gehen. Von enger Steuerentlastung gibt keine Sozialkotisationen erhöhen, noch keine Sozialrechte für die Zeit, wo kein Erbecht hört oder mehr hört, wie zum Beispiel an der Pension. Wenn man an der Analyse noch einen Schritt weitergehen, an sich die Unterschiede an der Lohnentwicklung anguckt, da stellt ihr noch fest, dass die Unterschiede insgesamt an der Lohnentwicklung klammen. Die Chambre des Salariés hat in ihrem letzten Panorama Sozial gewiesen, dass die Heischlöhne an den letzten 20 Jahren 70% geklommen sind, die mittels 64% und die niedrig 47%. Auch am Rapport, den diesem Gesetzesprojekt beileitet, können die Tendenz weiter erkennen. Ein Salarié, die sich mit seinem Lohn an den ewigsten 5% von der Lohntabelle befindet, verdient haut 4-mal so viel wie ein Salarié, den sich an dem innersten 5 von der Tabelle befindet. An den Ekart geht weiter herab. Aber wenn sich schließlich der Wert vom Mindestlohn anguckt, da verschärft sich der Konstat von der Ungleichheit weiter. Der rezenteste Berechnung von der OECD, no war der Mindestlohn zu Lützeburg mal nicht tauschend vom Durchschnittslohn. Das Verhältnis als effektiv über die Jahren unverändert blieb, mir hat sich besonders an den letzten Jahren zu Ungunsten vom Mindestlohn entwickelt. Die Entwicklungen, die man effektiv seit Jahrzehnten an Europa und noch an den letzten Jahren verstärkt zu Lützeburg gesehen haben effektiv desaströse Konsequenzen für den sozialen Zusammenhalt von unserer Gesellschaft. Eng an die wahrscheinlichst schlimmste Konsequenz als die wüstend Armut. Und im Kontext von dieser Debatte der Armut von den Leuten, die schaffen. Leute also, die mit ihrem erschafften Lohn auch von seinem Volltag schon kaum oder schlecht über die Runde kommen. Und da affichiert Lützeburg mit bald 11% den höchsten Taux vom Risk, da den auch von der voll schafft, weil es nicht packt, für über die Runde zu kommen. Den höchsten Taux an Europa von denen 15, also von dem allen Europa, wenn ich so sagen kann, sind working poor. Natürlich ist der Lohn nicht der einzige Kriterium. Den Engel hat doch für gesagt, für was ausmacht, ob ein working poor ist. Aber weil also den Kriterium, den entscheidend ist, und das den hier will, den ihn eigentlich am direktsten misst aussetzen, für zu verhindern, dass Menschen, die schaffen, an der Armutsfall aufrutschen, respektiv für weiterem zu ermöglichen, da rauszukommen. Und dazu gehört eben Lohnpolitik. Und noch da sitzt die Motion, die ich dem Herr Präsident deposieren an. Grund sich von dem, was ich gesagt habe, findet sich nämlich am Artikel 4, Paragraph 1 an der Europäischen Sozialcharta vom Europarat, die sieht, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leur famille, un niveau de vie décent. Lützeburg hat es Dispositionen von der Sozialcharta ratifiziert. Und das Komitee Européen des Droits Sociaux vom Europarat, den Konformität von den Situationen an den jeweiligen Ländern par rapport zu der Charta überprüft, hat der Mindestlohn zu Lützeburg in den letzten Jahren aber nicht als nicht konform zu dieser Disposition erklärt. Ich zitiere aus dem Rapport von 2014 von dem Komitee Européen des Droits Sociaux. Conclusion est: la situation du Luxembourg n'est pas conforme à l'article 4, paragraphe 1, au motif que le salaire minimum applicable aux travailleurs du secteur privé ne suffit pas à assurer un niveau de vie décent. Diese Motion fordert die Regierung op,
sich konform zu der Charta Lützbauer den Niveau vom Mindestlohn konform zu der Charta zu setzen, was an der Praxis eine Augmentation vom Mindestlohn bedeutet, die was da rausgeht, was da proposiert wird. An andererseits das Phänomen von den Working Poor ein Plan d'Action zu developieren für gegen das Phänomen von den Working Poor, die besonders stark zu Lützburg developiert das, 40 Jahren. Herr Präsident, den Staat oder die öffentliche Hand huet am Allgemengen 3 Möglichkeiten, 3 Direktmoyen op die allgemeine Lohnpolitik an dommer op die Primärverdelung von Lohn an Erbecht anzuwirken. Die eich der banalsten as déi wéien seg ege Beamten as seg egen Salarien ausbezielt. Unabhängig von der Signalwirkung, die dat am positive Fall kann hunn auch op Privatwirtschaft, huet eng direkt Auswirkung op d'Lohn, wie auch der Rapport, den man vierleiien hunn weist. Weil dodurch, dat an der Vergangenheit de Punktwert geklommen ass, huet et auch dazu gefauert, dat een Element, dat d'Evolution vun Mindestlohn ugepasst gin ass, nowen. Dat heescht och dat, wann d'öffentliche, wann de Servicepublik, Fonction publik, d'Lohn erweitern Blut setzt, huet dat och en konkret Auswirkung op die ënnecht d'Lohn. Den zweiten Mechanismus als den Index, den de Kaufkraftverlust ausgleicht, an den dritten als den Mindestlohn, den eigentliche Garant misst sinn, fir dat Leiit, die Vollzeit schaffen, net dem Armutsrisiko ausgesetzt sind. Dürfen wir Mengemer dat nach Sputz nowen als beim Mindestlohn an vorderen Regierung op die Sputze nutzen. Merci.